Für mich ist Ula Masango ein Projekt, was Lebenschancen gibt. Es ist ein anderes Land mit einer anderen Kultur und die Kids kommen aus einem Hintergrund, den sich ein Europäer, wenn er es nicht gesehen hat, nicht vorstellen kann. Die Kids sind unglaublich offen, wenn man sie ein bisschen kennengelernt hat und ein bisschen mit denen rumjoked und sich auch ihnen öffnet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich nicht selbst verschließt. Dann kann man sehr schnell diese Trainer- und Freundrolle erreichen. An sich ist das Projekt, es ist ein Hort, in dem die Kinder beschäftigt sind und aus ihrem Hintergrund rausgeholt werden. Es gibt den Kindern einfach eine Chance, belehrt zu werden von den Erfahrungen, die die Teachers hier gemacht haben, Bongi und Holisa. Und die können das einfach weiterreichen und damit die Kinder auf einen anderen Weg leiten. Ich bin hier Volontärin. Ich arbeite hier morgens im Kindergarten und nachmittags im After-School-Care. Und ja, bin jetzt halt hier für ein Jahr, um so weit wie möglich zu helfen. Es ist total schön, die Kinder zu sehen. Es ist total schön zu sehen, wie sie einen langsam kennenlernen, wie man aufgenommen wird, wie man selber was von den Kindern lernen kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie einen Platz haben, an dem sie mal aus diesem ganzen Chaos rauskommen, an dem sie Kinder sein dürfen, an dem sie spielen können. Es gibt manchmal Momente, wo die Kinder einfach zu einem kommen und einfach nur Körpernähe wollen. Jemanden wollen, der sich um sie kümmert, der vielleicht mit ihnen spielt, der einfach irgendwie mal einen Moment da ist und Aufmerksamkeit hat und zeigt. Das finde ich ganz besonders schön. Du von der Manns. Okay. Ich helfe eigentlich, wo ich kann sozusagen. Also wenn Aufgaben erledigt werden müssen, wenn irgendwie eingekauft werden muss, wenn jemand abgeholt werden muss. Heute mache ich eine alte Bank zu einer neuen Bank mit neuen Ideen. Wir haben kein Holz mehr für die Bank, beziehungsweise kein passendes Holz. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich mit dem großen Seil die Bank sozusagen flechte und damit eine gemütliche, bequeme Bank baue. Bei vielen Arbeitsprojekten haben wir das Problem, dass wir sozusagen etwas Angefangenes haben, aber es quasi so nicht zu Ende bauen können, weil einfach dazu Geldprobleme, also wir haben nicht das Geld dazu, dass wir dann kurz Neues kaufen können und das so fertig machen, wie es eigentlich sein sollte. Das andere Schöne daran ist, dass wir hier auf der Farm von dem alten Vorbesitzer noch viele Überreste haben, wie zum Beispiel ganz viele dieser Seile und auch altes Holz haben, was teilweise sehr verrottet ist. Die Herausforderungen sind einfach, sich immer die Gedanken drüber zu machen, wie bekomme ich jetzt das hin, was ich machen möchte, aber ohne Geld auszugeben, und muss halt immer versuchen, flexibel zu bleiben und mit allem zu arbeiten, was da ist, und mir halt dann quasi auch Gedanken drüber machen, wie kann ich es noch besser machen, obwohl immer noch kein Geld da ist. Das sind halt lauter so eine Sachen wie genau auch bei der Schaukel. Es ist alles gebaut aus alten Sachen, die hier liegen, und da ist nichts gekauft von, und es ist eine super schöne Schaukel geworden, die die Kinder lieben, und das ist, ja, das bringt mir auch riesig viel Spaß. Ich mache das ja, weil ich eigentlich einfach viel von der Welt sehen möchte und wollte. Es ist für mich sehr viel spannender und sehr viel interessanter und sehr viel vielfältiger, als in der Schule zu sitzen oder in der Ausbildung zu sitzen. Die werde ich natürlich auch noch machen, aber das nach diesem Jahr, wenn ich noch weiter Erfahrung gesammelt habe, wie man auch mit den verschiedenen Typen von Menschen umgeht und ja, einfach die Welt besser zu verstehen, Probleme besser zu verstehen. Mein Ziel ist es natürlich schon lange, dass wir endlich das Waisenhaus bauen, wo dann auch wirklich die Kinder wohnen können, die keine Eltern mehr haben, weil wir haben das viel zu oft, dass uns Kinder gebracht werden, die kein Zuhause mehr haben, wo wir nicht wissen, wo wir sie hintun können. Wir wollen ein Gesamtprojekt schaffen, wo eben Kinder nicht nur wohnen bis zum 20. Lebensjahr, sondern wo sie auch in dem Projekt schon eine Chance kriegen, eine Zukunft aufzubauen. Wir wollen im Projekt intern selber Kinder ausbilden im Bereich Garten, Holzwerkstatt, im Kinderpflegebereich. Also im Projekt selber intern kann es da Möglichkeiten geben. Hier wird gerade eine Musikveranstaltung gemacht. Das ist irgendwie so eine... Es hört sich nach einer kirchlichen Sache an.
Das Zabalaza-Projekt ist entstanden, weil wir gesehen haben, wie die Kinder bei uns so immenses Talent haben. Wir wollten das eigentlich mal den Menschen in Deutschland vermitteln, was unsere Kinder da wirklich können. Natürlich war auch ein Gedanke damit dabei, dass wir damit Geld sammeln können. Was wir im Nachhinein erst verstanden haben, was ein Nebeneffekt war, aber der eigentlich positivste Nebeneffekt, ist, dass die Kinder ein immenses Selbstvertrauen entwickeln, weil sie merken, sie können etwas darstellen in Deutschland und die Leute bewundern sie dafür. Es ist oft so, dass die Kinder hier denken, sie sind nichts wert, weil sie im Township aufwachsen, ohne dass sie irgendjemand etwas geben können. Sie sind immer Empfänger und sie können nie etwas zurückgeben. Dadurch entsteht aber auch eine Abhängigkeit. Es entsteht ein Gedanke, dass sie nichts wert sind. Und das ist bei Zabalaza anders. Die Kinder merken plötzlich, sie haben einen Wert, sie haben ein Talent, sie haben ein Können und das können sie vermitteln. Und die Leute kommen zu ihnen in Deutschland und sagen zu den Kindern, vielen, vielen Dank, was ihr uns heute gegeben habt auf der Bühne, das ist so großartig. Und dieses Selbstbewusstsein hilft ihnen, wenn sie zurückkommen, Ziele zu fassen im Leben, eine Motivation zu haben, in die Schule zu gehen, nach etwas zu streben. Die wissen, sie können da jetzt rauskommen, mit ihrem Talent können sie etwas erreichen. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt von dem Musikprojekt Zabalaza. Music to me heals me, gives me time to cry, and gives me hope. It does a lot of things to me, so I love to be part of a group that can share music and laugh with music and play with music and cry at the same time. So that's where my heart is at the moment, and the whole energy is in it. It means it's a place that's open for children, and it's here to simply help the children to have a better future. I think we do need places like this because they are a place of safety for children, where you really look after a child and a child's development, and just try to get to have a way to make a better future for that child. You have moments where people, when they are singing, or the children when they sing, they cry into songs, and so when you finally see them perform somewhere, you are happy, you are amazed about also the growth, the process, the whole thing, and you know the deep part of it and the playful parts of it and all the jokes that came with the song and all that. So for me, it's always different kinds of emotions that I feel.